Guten Morgen alle. Ik heet jullie hier alle hartelijk welkom zu diesem Sonntagsmorgens. En we zijn nu gekomen bij de 14e Poat van de Prädicht. We zijn helemaal in Matäus 5. Vandaag willen we ons vers 29 en 30 met alle even kijken. En we waren ook nog naar Markus 9 gaan. En dan willen we van daar weer gaan. So laat me den Text lesen en dan willen we van daar weer. Dus zeg, Jezus is dit. Wanneer reicht het u die veroorzaakt te zingen, dan riet dat uit en schmiet dat weg. Dat is beter, wanneer die een Part vom Körper verlässt, als wanneer die ganze Körper in de Hall geschmeten wordt. Wanneer die rechte Hand die veroorzaakt te zingen, dan hakt hij auf en schmiet hij weg. Dat is veel beter voor die, wanneer die een Glatt verlässt, als wanneer die ganze Körper in de Hall geschmeten wordt. We moeten je weer aanvangen. Blijf je recht daarvoor, we komen verdienen, we danken die. En we moeten einfach bestaan over die grote genoeg. Dat, wanneer we zijn, hoe kort we komen. We die dingen verslaffen. En we zijn wanneer het mijzelf zijn daar. We manchmal een träglichkeit wordt. En we manchmal einer nicht so viel tijd neemt en die woord studieren als einer soll. Maar du sei wie dat, we gerade die niet genoeg danach is. En hij mocht dit niet een Kersen voor ons zijn. Mocht die niet genoeg, niet als een Kersen voor ons zijn, maar mocht die niet genoeg ons drijven, eeuweliger in die woord aan te kijken. En dat we eeuweliger mogen studieren, wat dat te zijn heeft. Wens erom, dat die ons streitend is, dan komt kennen. En dat moet immer van die komen. Wens we talen ons niet zelfs goed genoeg, dat we geloven, zelfs te kennen en zelfs te willen. Maar haar die best dat hij in wel werkt en ook dat vaardig merken. Dat is waarom we naar die komen. En naar die alleen. We komen door Jezus Christus, den Vermittler. Wat er voor ons aanstaat, wanneer we kort komen. Door den komen we naar die. En door den beten we, dat die ons mag gnädig zijn en Jezus zijn naam berichtet. Amen. So, wir haben hier von dir ein ganz interessantes Thema. Wenn Jesus das sagt, wenn die rechtet u die veroorzaakt te zingen, dann riet dat uit en schmiet dat weg. So, die Frau, wat wir uns heute machen stellen, wie das bisschen Beispiel, was Jesus hier sieht, meint das wirklich ist das. Meint das wirklich ist das. Wenn ihr das wirklich so gemeint habt, dann frage ich mich, wer hat noch alle das rechte U? Ich glaube, hier haben wir alle. Wir haben alle das rechte U, aber dann wird Frauen das linke U, ist das besser. Aber was will ich mit das sagen? Das ist wirklich so serious, als Jesus das sagt. Das stimmt. Das ist nicht spusen. Jesus meint, dass es das. Aber dann, wenn wir hier mal wieder kicken, dann hat nicht bis eingeladen brauchen, zum sagen, dass wir das sollen aufschaffen, wir sollen das wegschmieden. Das ist besser, wenn wir dort verlieren, wenn wir dort hat, was uns merkt im Sinn, das ist besser, dass wir dort verlieren, als dass wir uns in eine Halle geschmieden. Wenn wir mal kicken in Markus 9, Vers 42, door dat Marcus dat nog een klein beetje dollar uitdrukken. En wat Marcus doet, is dat halen we nog veel ernster meer. Wo genau dat toch is. Marcus 9, Vers 42. En dat vangt hier met, wanneer we even eerlijk zijn, dat we een anderen een strachelen merken, oder dat we een anderen worden zum Fall brengen. So fängt Jesus da an. Aber dann geht er auch in erwähnt der einzelne Jläda ab, wo uns verursachen zu singen. Wie sag ich es dir? Und wir ein von diesen Kleinen,
der und mir glauben, eine Ursache gibt zu folgen, für dem wir dort besser sein, dort arm ein Mühlstein um die Neck gehangen in ein Meer geschmitten wird. Und wenn die Hand, die verursachte sind, hakt er auf. Dort ist für die besser, wenn du in dein Leben nur eine Hand hast, aus Bett hängen zu haben, und in der Hall zu kommen, wo das vier niemals utgeht. In eins der Schriften haben diesen Vers nicht alle, aber dieser 45. Vers, die plottische Übersetzung, die sagt, in Himmel war es das, wo warm nicht dort können und dort vier nicht utgeht. Und wenn die Fout, die verursachte sind, hakt ihn auf. Dort ist für die Beta, wenn die Lum durch das Leben gehst, aus Bett zu haben und in die Hall geschmitten zu werden. Und dort vier, dort niemals utgeht. Wo warm nicht dort können und dort vier niemals utgeht. Und wenn die Ehe, die verursachte sind, riet dort ut. Dort ist besser für die, mit ein Ehe in das Gottesrecht zu kommen, aus zwei Ehen zu haben und dort Hallen vier geschmitten zu werden. Wo warm nicht dort können und dort vier nicht utgeht. Woran merkt Jesus dort hier so drastisch, dass das so ein schlimmes Ding ist? Wenn du was hast, was die verursachte sind, dann hakt das auf und dann schmiert das weg und dann riecht das ut und schmiert das weg. Aber wenn wir sagen, wir sehen, okay, das wird wir dann noch werden tun. Wie würden das tun? Wir würden nu ans Recht der Ehe utreten, weil uns das verursachten sind, wir haben dort nicht weggeschmissen, nicht gesagt wie ein Ehe. Aber sag mir dort, dass das andere Ehe besser wird sein. Wird uns das andere Ehe dann nicht verursachen sind? Naja, da würden wir dort auch Bild machen, nicht reden. Und da würden wir wegschmieden, da würden wir ganz blind sein. Aber dann sagt er, wenn die eine rechte Hand, und das wurde er verschiedenste Glieder brücken, er fängt an, die ganze Schrift, der fängt an, den ganzen Körper an zu erwähnen. Und wir würden dann sagen, wenn die eine rechte Hand, die verursachte sind, dann soll wir die aufhaken und die wegschmieden. Das wird deadly serious Sinn ist. Das wurde er dort sagen. Das ist deutlich, das ist großem gefährlich. Er sagt, wenn die eine Hand, die verursachte sind, dann hakt der auf und schmiert der weg. Aber dann haben wir noch die linke Hand. Und dann würden wir uns mal fragen, ist der besser als der rechte? Und wenn wir so dort würden, ganz durchgehen durch ans Körper, was haben wir danach, was du nicht sinnhaftig ist? Jeder Glied in uns Körper, wir würden all unsere Beine aufgehakt und wir würden unsere Hänge aufgehakt und wir würden alles aufgehakt haben. Und was würde danach einmal, würde dann so bleiben, was nicht sinnig wird? Dann würde noch ans Verstand bleiben. Was würde wir mit ans Verstand machen tun? Die Gedanken, mit wo das Verstand sich mit beschäftigen wird. Oder würden wir dort machen reden? Und dann wollen wir uns Körper ganz verplagen haben. Uns Körper rein ganz verplagen haben. Wir haben alles, was sinnhaftig wird, alles, was die verursachte sind, haben aufgehakt und weggeschmissen. Und dann haben wir noch das Hort. Es wird besser. Weil ich wollte, dann wird wir bei dort gekommen sein. Ich rede nicht, dass wenn wir ein physisches Bild hier so haben. Das wurde die Schrift, das ist das Brot nicht. Aber das Hort wird mehr mal gebraucht, als das Zentrum von alles regiert. Und nu wird wir noch bis das Hort gehauen haben, das ewig das alles sinnhaftig, das wird wohl alle weggeschmissen haben. Nu wird wir bis noch das Hort gehauen haben. Und was sagt die Schrift von das Hort? Da sagt es in Jeremia 17, wer kann dort verstehen, dass Menschen so hängerig und verdorben sind? Das Evasate hat keine sehr praste Arbeit getan. Das mag ich Ihnen sagen. Denken Ihnen das in die Bibel, wenn Sie kann. Der LSB, der sagt es steht, the heart is more deceitful than all else
and desperately sick. Who can know it? Dat hart is, in the King James, they zegt dat is dit. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. So, nu hebben al onze Jläda aufgehakt en nu hebben die alle weggeschmissen, mens die zijn zo sündigt. En dan merken we dat hart is nog evils euer als al die. Dat al deze zaken, alles wat al dat Böse, wat een mens deed, is alle van door je komt. Wat er nu nog gebleven, dat is het eerste ding wat een mens heeft. En deze frase wat er meermaals gebruikt wordt, en ik geloof niet mal dat het biblisch is, ik kan het niet in de Bibel vinden, dat hart de area is waar we Jezus wel nemen krijgen. Krijg Jezus im hart nemen. En dan zeg je, dat is het eerste ding wat je hebt. Dat is het eerste ding wat je hebt. Wanneer we Jezus opnemen, we hebben een woonhuis, we hebben meer stallingen op dem Hof, aber wir haben dort hängen noch extra ein für die Schwein. Das Schweinste, das Oeste. Und du geht wie ein Strang am Nennen in all den Stadt. Und wir kriegen Jas. Wir nehmen die Jas ab. Weißt ihr, was wir damit sein, wenn wir Jesus im Hart abnehmen? Das kriegt es, wenn ich Jas abnehmen und sagt, dort soll ich die abnehmen. Wenn es das Hart, dem Mensch sein Verlangen, das erste, was ein Mensch hat, ist das, was von ihm Hart kommt. Ich würde leichen, wenn wir uns mal würden, Jesus seine eine Wert zu dort. Wir würden immer mal wieder fairer weggehen. Aber Jesus seine eine Wert in Matäus 15, wenn wir uns würden, Jesus seine eine Wert in Matäus 15 besäumen. Wir können an uns bütterlichen Körper verschiedenste Dinge non-tun und den begrenzen. Wir können eben Dinge an uns Körper non-tun und dort uns noch nicht verarbeiten, so ich hier sage. Aber das was du von Ben Rüt kommt und dort kommt von wo? Das kommt von ihnen Hort. Matthäus 15, Vers 17. Er sagt, wollt ihr nicht, dass alles, was durch den Mensch sein Mühl nennt, geht in den Mehl en van door waar Rüt. Aber was uit den Mehl Rüt kommt uit den Horten en dort vereinigt den Mensch. Wees uit den Horten kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Stehlen, falsche Zeugnis und gotteslästerliche Reden. Das ist, was den Mensch merkt. Aber mit eingewaschenen Händen zu essen, dort vereinigt den Mensch nicht. So, wir mal kicken, dort wird mehrmal von einem Mensch vom Büten an eingewandt wird, und dort wird wie mit Menschen gesagt nahen. Und dort erwähnt Jesus in Matthäus 15 auch noch. Sagt er, diese Heuchler lehren, das ist nicht das Menschen lehren in Menschen gebauten. Das sind Dinge, die sie vom Büten an den Körper proben anzuprommeln. Aber dann habe ich noch nichts an das Hart getan. Und so, das ist die Sache, wo wir mal kicken, wenn Jesus sagt, alles, was die verursachte sind, hackt das auf und schmiert das weg. Aber wo wird das erste Mal gehen? Ein Mensch ohne Hart ist tot. Und so, dort ist Krieg, wo die Schrift uns noch anweisen wird, und dort wie das sein kann, dort die Schrift lehrt uns, dass wir nicht was Gott abzuweisen haben. Wenn wir würden wollen anfangen, unsere physische Glieder aufzuhaken, nur aus der sündig sind, dann holen wir nicht. Dann müssen wir alles aufgeben. Dann wird alles aufgehakt und wird alles weggeschmissen. Wenn es Jesaja 1, Vers 6 sagt, es steht, von unserer Feit bei Boven auf dem Kopf ist nichts gesündet. Es ist nicht, was gesund ist. Und hier so in dieser plattdeutsche Bibel, das ist ein Wort, kann ich unterstrecken, kann ich ausstrecken, das gehört du nicht näher. Das ist nicht, was die Bibel, was die originale Übersetzungen haben. Lass mir doch mal so lesen, dass das hier plattdeutsche Übersetzt ist.
von eurer Feit bei boven op dem Kopf, als nichts wat ganz gesund ist. Kan je hören, was die hier proben zu tun? Die proben dort ein klein bisschen, dort ist ein Bett gesund, kann das sein. No, dort wird erst du nervös machen. Ich sag mir das nur. Und ich bin überrascht. Die Übersetzung, die Original, die redet nicht mal von Fleisch. Das ist nicht gesündet. Das ist nicht im Baski gesündet. Lass mir den Vers noch einmal lesen, so es der wörtlich wird sein. Von eurer Feit, but boven auf dem Kopf, als nichts, was gesund ist. Alle Schlamsen und schweren Kieteren, könnt es angeschmiert, oder uitgedrückt und verbunden. Und der LSB sagt, dass es steht. From the sole to the foot, even to the head, from the sole of the foot, even to the head, there is nothing sound in it. Das ist nicht gesund in it. Only bruises, wounds, and raw wounds. Wunden, wat nicht besorgt sind, wat stinken da, wat kittern da. And not pressed out, not bandaged, not softened with oil. Keiner hat sich da gekämmert, keiner hat da was mit getan. Das ist, was die uns beschrieben, das ist, was Gott sieht, wenn er kijkt. Und wenn wir uns wollen anschmieren, so ist eins, das von der ersten Tag all tun, Gott, die kijkt, so ist er nach irgendwo einen guten Fink an, dann fängt er an, dann fängt er an, die will an. Nee, die will nicht. Die will nicht. Psalm 14 ist so klar. Dort, wenn er davon abhängig ist, was Gott sagt, und uns, wenn er davon abhängig wird, was er sieht, dann hat er kein Mal wem gerat. In Psalm 14, Vers 2 und 3 sagt es steht, der Herr kijkt vom Himmel rauf, nur die Menschen können ja zu sein, ob du irgendwer klug ist und Gott fragt. Der kijkt, hast du nicht wenigstens einer. Aber die sind alle weggegangen. In der Vers. Die sind alle taub verkommen. Du hast keiner, der Gott hat, auch nicht einer. Und wir haben uns das noch klarer durchgetan. All die biblische Beklärungen und die Menschen, aus Paulus und der Römer 3 getan haben. Wir heute mal alle taub nehmen, da Vers hinter Vers, und er beschreibt diesen ganzen Körper. Und er sagt, es steht, so ist geschrieben steht, in Römer 3, Vers 10, er sagt, so ist geschrieben steht, du hast keiner, der gerecht ist und nicht einer. Du hast keiner, der ein Verständnis für Gott hat oder nur am Segen hat. Und, liebe Tochter, dort je nicht Salz anschmieren und leg je nicht Salz fair, dort jeder sein, wer Gott gesagt hat, wenn es der Schrift sagt, keiner segne Gott. Ich glaube, das ist Charles Spurgeon, das gesagt hat. Wenn wir auf einmal wem sein, Gott segnen, dann wird wir Gott hat den erst gesagt. Wenn es der Mensch, der natürliche Mensch, der wird, das gehasst zu Gott. Das feindlich gegen Gott, und der will nicht von denen, je mehr du von Gott kennenlernt, je doller euer der sich bloß über den. Der sieht nicht nur Gott. Sie haben alle Gott seinen Weg verloren und sind nutzlos geworden. Du hast nicht einer, der noch tät, was Gott ist. Ihre Kehl ist ein upnet Grof, ihre Tongue redet hinter das lichtführende Lees und ihre Lappen als Schlangenjaff. Ihre Kehl ist ein upnet Grof. Ihre Tongue redet hinter das lichtführende Lees und ihre Lappen als Schlangenjaff. Ihre Kehl ist ein upnet Grof. Das ist wat van die Camp, dat is zo'n opnet grof. En wer van jullie wordt niet gedacht hebben wat een opnet grof wordt zijn. Want een grof moet niet wat toegemerkt worden en de korps wat er wordt behandelen, de körper wat er behandelen en wordt voorkomen. Van hoeveel mijl af wordt je dat rekenen kan? Wer würde verhebs wel nur komen, die dat geht pas niet mal. Dat is een jammerlijke ding. En dat is wat hij van ons zegt. Das, was er von uns in unserer fleischlichen Natur sagt. Wir sind aus dem Up nicht groß. Unsere Schwer, unsere Schlamsen sind up und kittern und stinken. Ihre Zunge redet hinter das lichtführende Lees und das ist nicht was Fremdes. Das sei wie jeder Tag. Hinter das lichtführende Lees. Sich tun aus oprechtig wahrhaftige Christen, aber hängerig Lees verbreiten, Plüderien verbreiten. Das ist was sich heute nennt, Riva aus was wir teilen können.
Und der Mensch ist noch nicht gepflegt damit. Der Mensch, der dort tät, der kann auch ganz anders als schlupen danach. Den darf dort nicht schluplose Nachen wegen seiner Sinn. Das ist keine Büße. Und sie nahen sich wahrhaftig Christen. Das ist, wo wir uns mal fragen, stimmt das? Ist das, was die Bibel sagt, oder ist das bloß Philosophie, was wir können uns mit Lehren auswendig nur sein? Ist das, meint Jesus dort, wenn er sagt, wenn die in die verursacht, zu singen, dann schmiedet das wahr? Meint er das so? Ja, der meint das so. Er meint das so, wenn er will uns mal deutlich merken, wo ernst diese Sache ist. Der Engländer sagt nochmal, how deadly serious this is. This is deadly serious. Dit is op ernst. En wie worden bald sein, wo deadly serious dit is. Hij zegt, zij zijn plötzlich op befeit, wanneer het op onkamp bloot te vergeten. En velen würden dan nog stilstaan zijn, als ik per dat niet meer gemeint ben, ik kan nog nergens bloot vergoed. Ja, wat heb je ganz kort? Ganz kort, van Jezus zegt, ter alle wie je zegt, en wat zegt hij? Want die dalbas met die bruder best al je voor en like best is een hoed. Best wat je in de nächsten te gaan en best al en zo niet je voor. Zo wie zat Jezus den standaard op. Wat kost die reich voor je en ze talen die best niet plötzlich hebben feit bloot te vergeten. Want die Gedanken du zijn die wegsteuern der Person wie je niet dat Gott in je leven mag wegnehmen. Wat hast du damit gedaan? En die Gedanken hast du bloot vergoten. Wo soll Gott den Menschen hier wegnehmen? Durch den Argleich? Wo soll er den hier wegnehmen? Wenn die wünscht, der soll hier, der wie hier nicht. Weißt du was? Der beschreibt uns, was wir wirklich sind. Und dort sind die wahren Christen, die sagen das auf einmal. Und die sagen, das ist der Rettungskraft von mir. Zoals Bruder Hermann hier de aanleiding had, de kerk in Laodicea, sie glauben dort nicht, dass das so schlimm wird mit ihnen. Sie werden ganz zufrieden mit sich. Sie haben voll ab und viel dort anders. Und Jesus aber war, kickt ihm mit anderen Augen an, der kickt das hart an, und er sagt, du sitzt aber nicht, dass du ein jämmerlich, elendig, nervig, miserabel, wrack bist. Die Angläubenden sind okay mit ihr Leben. Aber das sind die Christen, die sich so sehr krass feiern, das ist, wo ich mich versündigt habe. Und in die wahren Christen kommen einmal bei durch, dass sie meist fragen, sehe ich überhaupt ein Christ? Weil, weißt du was, der Beweis, dass du ein Christ bist, ist kriegt, dass du das auf einmal gemerkt hast. Und dass dir das wichtig wird, und dass du die sündig fühlst. Das ist der Beweis. Da sag ich, aber ihre Wege als das nicht aus Trüher wählt, sie alles in den Grund bringen. Sie kennen den Weg nicht, ab dem du Fried hast. Das sind unbekannt. Fried mit Gott ist ein unbekannt. Wenn sie haben die Frieden mit sich selbst, sie sind ganz okay, sie tun die Dinge immer selbst reich. Und sie sind nicht bekannt damit, dass Gott ihnen euer Reut aus dem Ewigend ausgegoten worden. Wenn ich sehe 18 Vers, merkt uns so klar, sie sagen nicht, dass Gott zu fürchten ist. Sie sagen dort nicht, dass Gott zu fürchten ist. Sie sagen dort nicht, mit was sie dealen. Sie sind blind zu das. Das kann dort nicht sein, wo deadly serious diese Sache ist. Wo deadly serious Sinn ist. Das kann dort nicht sein. Dort warum Jesus dort so soll er abdrücken das. Dort ist besser, dass die deine Glieder weichschmitzt. Aber dann habe ich eine Frau, wenn dort so deadly serious ist. Wenn uns ganzer Körper schließlich mal weggeschmitten wird. Wenn Jesus das wirklich gemeint hat, der meint das wirklich. Wir würden nicht überholen. Von unserer Feit bis ab dem Kopf, sagt die Schrift. Die sagt Jesaja, es ist nicht gesündet. Alles soll weggeschmitten werden. Das ist nicht, was Gott noch gefallen kann. Nach der Beste, was wir zu beiden haben, Jesaja 5, das heißt, ich sage, das sind so Schmutzkadern für alle. Wo ist das dann,
dass wir hier nach alle Seiten und alle unsere Glieder haben. Noch kein von den Weichen schmieden haben. Dort sage ich nicht an Petrus, als der Jesus verlehen hat. Der hält sein Mühl. Dort sage ich nicht an Paulus, der wird die Christen verfolgen, der hält seine Bär hängen. Was ist er dann gemeint? Und dort muss Oberweiche schmieden werden. Dort sind die Glieder, die müssen zu sie geschaffen werden. Du musst was mit dir tun. Wenigstens, da wir hiervon reden, als Gott selbst. Und der weiß uns, wo ernst mit dieser Sache ist, wo nicht damit spielen lässt. Und weißt du, wo wir das sein können? Wo nicht damit spielen lässt? Wenigstens, Leute, kein euer auf. Für jeder von uns Sinn. Leute, kein euer auf. Und dort sehen wir in Jesaja 53. Dort wir nicht, dass Gott sich deut, sondern dann bist du deut. Na, das sagt wir, ein bisschen mit Wege sein, wenn der das uns nicht besser kann. No, Gott, wie ernst. Und ich weiß nicht, wo wir das würden auf Deutsch sein, dass ich das schrecklich hier, aber das englische Wort deadly serious. Pass hier besser bei. So ernst, wenn wir noch mal was ab ernst so meinen, du ist nicht mal vielleicht noch vorbereitet, da wir würden beigeben. Das ist like eine ganz feste ernste Sache. Das ist, was das bei Gott ist. Wenn heute kann, das Eierrechte, das, was die Schrift von uns sagt, was wir sehen von der Natur, kann heute nicht bis unter der Raufe. Du dealt ihm mit, wenn er ist ernst mit das. Er spielt nicht mit. Und das sehen wir in Jesaja 53. Doch wie er wen unsere Sünden verletzt. Er brücht unser uns vergangenen Dool. Ab arm lag der Struf, der uns heilmilk. Dadurch, dass er die Schläge kriegt, sind wir gesund. Wie wir alle am Erweich so schub, dass jeder seinen einen Weg gehen, aber der Herr lädt all uns Eierreich sein ab arm. Nu wollen wir mit drei denken. Wir würden mit einem Uhr anfangen, wir würden dort sollen rieten, wenn es dort hat uns verursacht zu singen, aber dann haben wir das nächste Jahr, dann machen wir dort auch, so wir gingen ins Körper, Glied für Glied, wird wir bis man alle aufstehen, was nicht geblieben wird. Und dann switcht Gott das an. Nu switcht er das an. Nu lag er all uns Eierreich sein, und all jeder von all unsere, das von hier sagt, hij wir an wegen unserer Sünden verlassen. Hij braucht unser uns vergangenen Doel. Ab arm lag der Struf, der uns heilmilk, durch dort heute Schläge kriegt, sei wie gesund. Uns als der unsere Eier sind, hat du so fehlgestellt worden. Es ist ein nicht groß, was du stinkend hat. Was nicht wird uitgeholen sein, du dich bleiben. Sagt er, es hat angelegt. Wenn's das, was Jesus du siehst, das meint er so. Und wir können kein von unseren Gliedern holen. Nicht von unseren Gliedern können wir holen. Wenn's da haben alle gesündigt. Und die müssen alle weggeschmissen werden, die müssen alle sterben. Und nu sagt er, nu dat der Herr dort, nu schmiert er dort ab Jesus. Nu starf dort den Tod, den was wir sterben soll. Wenn es was sagt Römer, Paulus zu der Römer, der Lohn, was der Sinn tut, ist der Tod. Das ist bloß, was der Sinn verdient hat, das ist der Tod. Und ihr habt das getan. Haben wir mal immer gedacht, wenn wir das glücklich sein, Jesus ist für mich gestorben? Was meint das? Das ist gerade, woran Jesus das so ernst macht. Das ist, woran der Boy predigt, du fährst und so, aber du ja, das, was er nicht so gemeint hat. Ja, yes, der meint das so. Woran, der stellt uns du was fair, dass wir mal sagen, sein kann, was wir hier zu dealen haben.
En de lag ans de leeuw door haan, dat we dat zijn kan dit als op ihrem schlimm. Dat is op ihrems een schlimme zaak in die wat je zijn. Dat wanneer hij zijn Opfer eerst brengt, dat klaar te zijn als wat van Opfer hij gebracht heeft. Dat dit is een dood wat je zullen sterven, al deze glieder wat je hadden zullen verlieren, die verliert Jezus in onze steed. En alle glieder wat Jezus wird geholen haben, wegen hij een gerechtes Leben führt, die geeft ons. Dat we wieder zijn können, dat we wieder hängen haben, dat we wieder een Körper haben. Gott switcht dat du groß am. Aber der Herr lehrt all unsere Ungerechtigkeit ab an. Der beschuldigt den, der keine Schuld hat. Das ist 2. Korinther 4, Vers 21 sagt. Gott mögt den, der von keinem Sinn wisst, in unser Steht zu sein. Dass wir durch Arm für Gott gerecht werden, so ist das für Arm geltendet. Gott wird deadly serious mit unserem Sinn. Und du musst mit gehandelt. Und der Leute nicht in Itippel auf, das macht ganz verregt. Das macht ganz betont. Und dann hat den, der von keinem Sinn weiß, der keinen Sinn getan hat. Das meint nicht, dass Jesus nicht weiß, dass der Sinn wird. Nur er weiß korrekt, wo euch der Sinn wird. In seinen Predigten weiß wir, dass Jesus wir mit Sinn bekommt. Und wenn er dir sagt, der von keinem Sinn weiß, das meint es, der weiß keinen Sinn in Arm. Dass der Sinn in uns wird, das weiß er sehr gut. Aber in Arm wird keinen Sinn. Du wirst nichts, was sein Gewissen plären hat. Den, er sagt, Gott mögt den, der von keinem Sinn weiß, in unser Steht zu sein. Dort wie durch Arm für Gott gerecht worden, so ist dort für Gott geltendet. Wo kann es für Gott gelten? Nicht anders als perfekt. Nicht anders als dort als ganz 100% auf den Klaren gebracht, das ist ganz 100% betont, das ist ganz 100% geheilt. Du kannst kein Schlamms nicht verbunden sein, du kannst keinen Sinn nach Beziehung gestaltet sein, hat mit so der Rau gefähigt sein, nur alles wird für den Tag gebracht. Und das macht Allah betont. Das ist kein Ramweich. Wenn Gott spielt nicht, was er sagt, das meint er so. Und das kriegt, was er meint, wenn er auf der Prädicht sagt. Mit das sagt er uns, wenn an sich Glieder ans Füße und der Sinn gehen, dann schmied der weich. Als wenn nicht, dann kommt je nach Halt zu leben. 1. Petrus 2, Vers 24 sagt, Jesus selbst nahm unser Sinn ab seinen eigenen Körper mit ab den Kreuz. Dat wir für den Sinn dood sind und für die Gerechtigkeit leben können. Weil durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Weil durch seine Wunden, durch das, was er gelitten hat, und muss ihr stehen, wenn Jesus seine Gerechtigkeit uns zugesprochen wird, ob uns gelegt wird, kann Gott uns so ankicken, dass er zufrieden sein mit uns. Weil die Erden als verbesserte Schub, aber die haben nie abgemerkt zu den Hort, der über jene Säulen wirkt. Die haben nie abgemerkt, wo jaft das uns dort? Was wird dort? Woran merkt die ab? Wenn Römer 3 sagt, wenn Römer 8 sagt, das Paulus fängt in Römer 5 an, als wir uns selbst nicht halten können, starb Jesus von uns Gottlose zur rechten Zeit. Und du in 5 Vers 10, als wir nach Gott seine Feinde wären, versöhnt Gott uns mit sich selbst durch seinen Sehen Jesus Christus. Epheser 1, Vers 2, die wären dort in jener Sinn.
Hesekiel 37 redt van die dood je knerkens toe. Was het mogelijk dat hij nog maar waar leven kan? Dit is wat er van ons geredet wordt. Dood in de zin, zelfs niet halten kan, vind je geen God niet wel. En Petrus zegt je nu wat je niet opgemerkt hebt. Je hebt niet opgemerkt. Wat heeft je tot gebracht? Dat is de vraag wat we ons moeten beantwoorden. Dit is de kracht waarom dat het zo wichtig is, dat we, wanneer we een vers lezen uit de Bijbel, dat we kijken wat hij zegt, en dan niet dat we bijdoen wat hij niet zegt. Hij zegt je hebt niet opgemerkt, maar dat beantwoordt ons niet wat de oorzaak wordt waarom we ons opgemerkt hebben. Deze oorzaak kunnen we ons niet zelfs uitdenken en daarbij prammelen. Wegens met dit willen viele mensen voets de eer voor zichzelf aan. Nou, we hebben ons opgemerkt. Heb je mal even gedacht? Dat de mens voet stil staat en zegt, nou, ik heb de schrift zegt dat je hebt niet opgemerkt. Wel, je hebt. Maar deze vers legt ons dat niet uit wat je tot gedreven heeft. De context van de Bijbel zegt ons dat, wat ons tot gedreven heeft. Ik weiß een heeft dat zo klar, hoe Paulus dat schreef, dat du hast een riesige kracht wat je in je gewerkt hebt. Een riesige kracht. Deze gedei dat we niet kunnen, dus wel we niet kunnen, dat we God zien wel. En die drijft je tot toe. En die werkt in je, zoals Philippa, 2 vers 13 zegt, God werkt in je Paris, dat wel en ook dat vorig meer. God werkt in je wat aanmeldt voor den mens. Hij werkt wat aanmeldt. Nu zegt hij, maar nu heb je je opgemerkt. Weil Paulus in gebed weer voor de Epheser, ik bid einfach, dat je dit mogen begrijpen kan, wat dat gebruikt heeft, dat je geloven. Dat, wie würden hier in discussie moeten zijn? Dat je dat mogen verstaan kan, wat dat gebruikt heeft, dat je niet überhaupt opgemerkt hebt. En dit is de oorzaak. Dit is de oorzaak waarom van ons dit goede nu gezegd wordt. Dat God dit alle gedaan heeft in ons. Die lag ons het eerst ver, wo jammerlijk schlimm dat met ons wird. Wo onuitsprechlich dood wie wir. En wo nichts wir uns halten können. En dan komt God met deze goede nodig voor een dag. En zegt hij, aber nu. Als God met zijn gerechtigheid voor een dag gekomen. Nu heeft hij dit gedaan. Nu heeft hij je gefixt. Dus geen rood wat verjunt wird. Is nu rood. Die werden überhaupt nicht een fout. Nu sei je God zijn fout geworden. Die werden dood in je zin. Aber nu sei je zum Leben gekommen. Want dit nu al passiert is, dat God het al gedaan heeft, en hij heeft het even nog gewerkt. Hij heeft het even nog gewerkt dat we geloven willen. Dan kan de schrift ons niet zijn zo. God heeft het al gedaan. Nu leeft ook nog. Nu leeft ook nog. Wens dat helpt ons recht niet. Want wie willen we merken, zo en zo leven. Wie willen gaan, die zal zich zo en zo benemen. Dat het zal den in Christus laten. Der heeft zijn Ferientoestand niet anerkannt. Der heeft het nog niet gezien wat dood in de zinde wird. En de geloof dat in Christus zijn is een menselijke entscheidung. Dat is de entscheidung wat een mens met zijn wil kan merken. Want we weten dat keinmal heeft de kerk zo'n geloofd. We weten dat van jou her aan, als Jezus de kerk bestätigen deed, dan wird de kerk afhängig dat God dat werken deed. God deed jede dag de kerk toe. Hij deed dat, hij bracht het aan. Dat we niet de mensen wat hier bieten zijn, oh, dat zit dat halfwegs te leven. Ik wil me doen meer. No, dat we God wat hij bracht.
Nu wat hij dat gewerkt heeft. En dit had hij ook om al die zelfsgerechte alle te schoon maken. Al die wat te geloven dat zij met ihre ene geloofskracht. Met ihre ene geloofskracht han dit kunt doen. En dat zei we om Petrus en Johannes. Wanneer des Luma en hingen rond in tempel naam, wat als geheilt worden. En allemaal rand niet toe, wat dit van wunder passiert is. Allemaal rand toe en wundert zich. En dan dreht Petrus zich om en zegt, waarom kijk je ons van wie dit met onze geloofskracht gedaan hebben. Hij wies renvoets van zich weg en hij wies renvoets naar Jezus. Hij nutzt dit voets aber steht uit. Waarom kijk je mij zo aan? Dus van wie dat gedaan hebben, met onze geloofskracht. Nou, weet je wat, den Christus, den wat je ons karts niet gekriegt zich hebben, durch den die geloven aan den, als dat hier gezond. Dat heeft das gezond gemerkt. Als dat anders van der, wo wir sollen aanwijzen. Wanneer God een werk in ons gedaan heeft, en zullen wir ons wel en ons Fleisch om uit te stralen, een eethuppel eer voor ons te nemen dürfen. Op keinen Weg. Wens wie kann Gott ihr nehmen für uns. Wens wann wir dood in sind wir, wann wir dood für das Jässelje wir, was können wir jässlich tun? Wann wir aus verdrehte Knerkes in Hesekiel 37 worden durchgestellt, was können dort in 3 Jahren Knerken tun? Die können nicht tun. Die können bloß dood sein. En dort als krijgt waarom een doodje mens, wat jässlich dood is, die kan bloß dat doen wat fleischlich is. En wat is fleischlich? En daar wil ik gleich in hand te gaan. In Galater 5. Een mens wat dood is, wat jässlich dood is, wat bloß fleischlich leeft, wat du geloof zelfs te kennen, wat we moeten zijn, met zijn kracht. Galater 4, vers 19. Hij zegt, wat dat Fleisch verworten heeft, is klaar. Du als Eugebruch, Hürerie, Unreinheit, unbehandelt Leben, Aufgärterie, Sauberie, Feindschaft, Streit, Hauptsache, Wut, Nusig sein, Sang, Spolerie, Aufgangs, Mord, Sübenden, Freten, en zo wat meer. En wat dat Paulus hier zo. Wenn du noch irgendwas mehr, hij zegt en zo wat meer. Wat zegt hij hier met dit? Wenn du noch irgendwas mehr hebt op te nemen, wat van het vlees komt. Dat stuurt me bij. Wanneer hij de einzelne dingen wat hij nog veel erwähnt, niet erwähnt heeft, met dit heeft hij er met eingesloten. Wanneer du noch irgendwas wat je te erwähnen. Ik heb je dat al eenmaal gezegd, maar ik zeg je dat nog eenmaal. Die zal wat doen worden en God zijn rijk niet aankomen. En een ander woord, wanneer je bent blijven. Wanneer dit dat is van wem je geleid worden, van je vlees. Je wordt niet in God zijn rijk aankomen. En dan, wanneer we moeten kijken doen, waar hij dat zo wit op zwart van onder zaten deed. Hij redt van ons vleesjeswerken. Hij redt niet van onze slechte werken. En dan redt hij van onze goede werken. Dat komt niet moeilijk op aan dat hij onze goede werken erwähnt heeft. De goede werken, die worden in Heiligen Geest gesproken. Die worden niet ons zelfs gesproken. Wenn hij zegt, in de 22e vers, du fangt aan en du sprakt dat toe wat den Geest zijn vrucht is. Dit würde wie man sagen, dit is de uitwerking en daar, wo Gott Hesekiel 36 als een ervaring gegaan. Die wordt dat steunende hart han ritgenemen, wo Gott dat steunende hart heeft ritgenomen, wo der een vlees niet had gegeven, wo der zien jes die gegeven heeft, en God is dat wer die anders gemerkt heeft. God is dat wer die nu in de controle heeft. God is dat wer die nu meer anders leven, als ze eerst steun. En dat is dit. Hij zegt, en jij zijn vrucht als lief, vrede, geduld, goedgezonnen zijn en hartmoed, geloven. Hij zegt, de geloven als de vrucht van een Heiligen Geest.
wo kannst du Glauben haben? Wenn die Schrift dort sagt, dort even der Glauben ist die Frucht von den Heiligen Geist. Und in Epheser 2 sagt ihr das auch so klar, der Glauben, dort ist ein Geschenk von Gott. Dort ist even dort die glaubst, dort ist was Gott in die wirkt. Dat is de vrucht wat de Geest in die werkt. Dat is de uitwerking van den Heiligen Geest. Er sagt, even de Glauben en Gelindigkeit en Selbstbeherrschen gegen so ist das Gesetz nicht. Er sagt, das Gesetz hat nicht mal zu verklären. Warum? Wenn es nicht sei, je unter einen anderen Meister. Nicht sei je nicht unter das Fleisch sein Meister. Nu sei je unter den Heiligen Geest. Nu ist Gott dein Meister. Nu ist da, wer die Kontrolle über ihn hat. Da ihn geht nicht. Da hat sich ihn gekauft. Und da hat sein einen Sehen, sein Blut gegift, um ihn zu kaufen. Der hat sich mit sich selbst versäumt. Wenn es häufig dort will. Hij sagt es dit, die Christus Jesus ongehören, haben das Fleisch mit Lust und Leidenschaften taub gekriegt. Der handelt. Nu würde ich anträgen, wir sagen, der handelt getan, was Jesus dort bei Prädicht sagt. Der Hand u nicht geredet. Und der war geschmiert. Der Hand hängt aufgehakt und der war geschmiert. Der Hand feit aufgehakt und der war geschmiert. Der Hand ganzen Körper war geschmiert. Das ist, was er meint, dood sein für die Sinn. Und das ist, was Paulus in der Kolosser 3 sagt, du wegen was? Krieg wegen Paulus und dort hast du deutlich gemerkt, was Gott für ihn getan hat. Was von großen Dingen Gott getan hat, sagt er, du weh. Er sagt nicht, du weh, wegen es geht dort selbst und ja noch, er hat dann dort erst deutlich gemerkt, was Gott getan hat. Und sagt er, du weh, merk alles in den Tod, was von jenen Sünden in der Tür kämpft. Merk alles tot, was von jenen Sünden in der Tür kämpft. Paulus sagt hier zu den Galater, sagt er, der Hand hat getan. Der Hand hat getan. Er sagt, die Hürerie, die Unreinigkeit, sinnliche Leidenschaften, Böse lassen geht's als Charakter geht da rein. Weil es gut wegen so wird, wird Gott sein Euer über die kommen, die nicht gehorchen. Und so wird mir gemacht, als die du bei lebenden. Das ist für ihn Zustand wir, sagt er. Das ist gewähren du ben. Aber nie leicht so wird auch alles auf. Sich euren Grollen, Schlagseinen, Spaten, Niedertragje und Beleidigen die Welt in Mühl. Dort nicht untereinander lehen. Die haben ihn alles Eck mit seiner bösen Natur in Worten aufgelegt. Und wenn wir nicht abpassen, eine Version wie hier lesen, oder wenn wir nicht weit genug trägen, dann können wir vielleicht noch hören, was du kommst, das hat der Mensch getan, der Mensch hat das aufgelegt. Aber der LSB sagt das, der 9. Vers. Do not lie to one another, since you put off the old man with its evil practices. Das ist, was die aufgestoßen haben. Wenn ich aber da trägen, das sage ich nicht, was uns trifft, dass wir das aufstehen deuten. Der Kontext von das Ratungswerk, sage ich uns dort, was uns dazu gedreven hat. Und dass wir das getan haben. Wenn ich der Schrift sagt, wir haben unsere Last aufgestanden. Wir sind gestorben mit Christus. Und wir würden mal sagen, du hast das in Erfahrung gegangen, was Jesus sagt. Alles, was die Verursacher der sind, riet das aus und schmiert das weich. Ja, yes, der Mensch hat das. Alle war geschmiert. Und die haben eine neue Natur angenommen, der immer Dollar nach den liegend, der jüngst gemerkt hat. Und hier würde ich auch gleich in der LSB-Version dort zu lesen. And you have put on a new man who is being renewed.
Aber du sagst, das horchen. Das Übersetzung hier, so dass so viel klarer, die haben den neuen Mensch eingetragen, wo noch einmal wieder verändert wird. Who is being renewed. Da war der wies nicht so haben, so dass die ihn selbst nicht mehr und die plättische Version, die würden wir tun noch alle, so nie soll wir uns nicht mehr und der Original und die ältere Schriften, die wir finden, die reden da noch an, so wir wurden verändert. Nicht, dass wir uns verändern, aber wir wurden verändert. Und dann wollen wir auch, wer das tut. Wenn wir haben jetzt Jläda 5 gelesen. Was ist die Uitwerking von den Helden Jes? Der Helden Jes, der dort. Da ist dort, wir uns verändern, da ist dort, wir uns Helden, dort. In der neue Natur, da so als Christus ist, gibt dort nicht so was als Juden oder Griechen. Beschnitten sein oder nicht beschnitten sein. Skiten, fremde Völker, Kneichs oder Frie. Du als Christus alles in und all. Das ist ein Ding, wo die Mennoniten viel von lernen können. Ich glaube ja. Du hast nicht keinen Unterschied mehr. In Christus sind wir alle ein, und dann was von der Klier. Und dann von was von den Tribes wir sind. Und dann von was von Land. Oder was von der Sprache wir reden. Der Glauben an Jesus Christus verbindet uns als ein einzig. Ein einziger Körper. Und dann wird es sein, von allen Christen auf der ganzen Welt. Arm und reich. Free und verskloofd. Heel uit je leren, leer uit je leren. We zijn alle eind en aan. En de vrouw wordt zeggen, is dit ook al wat de Jezus heeft in ons gewerkt? Ik neem aan de half. Ik neem aan, we hebben al met alle mensen kunt gemeenschap hebben en we zijn tot met de eind. Van andere spreken. Aan andere kleren. Wanneer worden we ons einig dat we dat willen? Wird das mal ein besonders schöner Tag, dass wir das durchwegen deuten? Oder? No, Gott hat das. Der Herr Jesus wirkt das. Und der Schrift sagt das. Das ist von wo wir das her haben. So, ich will einmal ein kleines Jahr holen. Dass Jesus sagt, dass jeder denkt, was die verursacht, zu singen, riecht das aus und schmiert das weg. Das meint er so. Das meint er so. Das spürst du nicht mehr. Met dat sagt er uns, wo soll er genau ab Sinn kicken dat. Der kann keine Sinn dulden. Und wo merkt die Offenbarung to? Die letzte Kapitel in Offenbarung. Du wirst nur anrennen angehen. Wat kein anrennen angehen. So dat macht alle weg. Und so, verzonen wat sich Christen an. Und die würden anfangen zu sagen, oh, jetzt das nicht das gemeint. Ja, das ist das gemeint. Das ist das gemeint. Und Christus hat immer mit dem Tod zu tun. Hast du mal über gedacht? Und Christus, der starb jeder Tag. Starb jeder Tag. Wo starb der? Sein sinnliches Leben starb der auf. Der sinnliche Wahl, der muss aufsterben, der muss weggeschmieden. Sein sinnlicher Körper muss zu schon gehen, der muss am Unterdun sein. Und das Paulus sich auch zu sagen, ich bedwing meinen Körper, dass er mir horchen muss. Und er sagt auch, so, nu geeft jene Glieder an, Gott zu tun, so ist je erst an, jene Glieder haben geeft eine Gerechtigkeit hinter der andere zu tun, nu geeft die Hand, so steht Gott zu tun. Die Glieder sind tot für den Sinn. Und nu leben die wegen Christus in Sohn. Nu erst das ist, wenn wir Christus in die Glieder haben. Und das, woran das Bild ist, der Typ gestellt ist, wir sind Christus sein Körper. Und wir wollen nicht von Christus sein Körper hören Glieder mehr. Wird uns das alles stimmen. Ich meine, du würdest doch so wollen überbrechen. Weil, mit das haben wir uns ausprobieren sollen, als wir noch ein gewisses Atheismus in uns haben. Du sind der absolute Atheist. Und du sind der Natural Atheist, und dann sind du bei der Practical Atheist. Und der Practical Atheist, das sind die, was bei mir meist jeder Mensch
non-passen dat. Een practical atheist, dat is es dat, die stond dat alle toe. Die bekennen Gott, die bekennen Christus, die bekennen die Rettung, aber ihr Leben beweist das nicht. Like, die leben nicht in dieser Furcht, dass die Sinn so nah ist. Die leben gleichgültig, das ist ein practical atheist. Like, du sagst mit dem Mühl, dass du ein Gott hast, und Jakobus sagt, Gott, da tun sie Gott bei sich erst da. Und wenn du die Pochen hast, die glaubst an Gott, das ist noch nicht. Die bei sich erst da dann auch. So, bekannt in Christus sein, und nicht in Gottes Furcht leben. Und nicht in Gottes Furcht leben. Nicht über ein Leben, dort uns den Sinn erglendet. Wenn wir comfortable sind mit Sinn, dann wollen wir uns nicht wieder verlegen, dass wir Christen sind. Wir müssen bis Christus sie nun zu schauen damit. Ein wahrer Christ ist nicht comfortable mit Sinn. Ein wahrer Christ kostet mal nach und Schlup. Und dann wird das eben sein wie in einem Konflikt mit den Nächsten, was er noch nicht lösen kann. Ein wahrer Christ hat nicht Ruhe über Sinn. Und lass mich das sagen. Wenn die verlegst, die besten Christ, und du weißt, dass du sind uitstehende Sachen, wo du fehlen zu fixen, einer mit den anderen. Aber die baut das rechnisch. Die habt dort nicht Gedanken, du schlafst danach, so es war nicht erst. Dann brauche ich die. Dann lege die Salz nicht wieder für. Wenn es ein wahrer Christ, den sie in Hort brach, der hat einen Sintelje Hort gekriegt. Der kann den Sinn spüren. Der ist nicht comfortable in den Sinn. Und nicht mit dem Sinn. Warum? Das Paulus in Römer sagt, wir wollten dort, wann wir kalt kommen. Und keiner von uns ist perfekt. Und wo wir noch kalter kommen, dann sind wir nur bis nach Jläda. Aber dort ist kein Kerzen, die uns ungeleihen und sie tun, ob es Jläda sind, Jläda ist bis Gott ihnen genug. No, das ist nicht ein Kerzen. Dort Gott ihnen genug, Jläda ist es unser Sinn, dort erst uns Hoffnung geben. Denn dort wir nicht kann sagen, ich kann so euch gesinnig, für mich soll keine Ruhe. Das ist, was du geschrieben hast. Aber dann comfortable sein, wieder in den Sinn zu leben, dann haben wir Trouble mit den 6. Kapitel. Wenn hier das sagt, was soll wir dann sein? Soll wir in den Sinn bleiben, dass die genug durch Jläda wird? Er sagt, aber keinmal. Ab keinen Weg. Wo soll wir, da wir für den Sinn tot sind, du wieder beim Leben? Oder wollt ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus gedeupt sind, in seinen Tod nicht gedeupt worden sind, dass jeder Glied ist gestorben an uns, dass jeder Glied von uns muss wachgeritten worden und wachgeschmissen worden. Wir sind mit Christus tot gestorben. Dann stimmt das, was Jesus da bei Prädicht sagt. Like jeder denkt, was die verursachte Sünden, just throw it away. Das ist, was er meint. Wir sind mit Christus gestorben. Wir werden durch den Deupen mit Arm, und das werden wir nicht auf eine physische Wutterdeut nachdienen. Das, was mit den Helden Jesus gedeupt wurde, das ist, was das bedient. Das ist, was das anweisen hat. Er sagt, wir werden durch den Deupen mit Arm, Taub im Tod begruft. So, all unsere Jläda, die sind nicht tot und begruft. Dort so als Christus durch den Führer seiner Herrlichkeit können von dort abgeweckt werden. Wir können in ein Niet leben. Wohnen. Like we're dead. Wir sind tot. Das oude Leben ist tot. Wir haben ein Niet-Leben gekriegt. Wir sind mit Christus top abgeschnitten. Und das wurde Paulus sich das wahr zu sagen, zu der Pfeiser. Er sagt, guck mal, was für eine riesige Kraft Gott in uns wirken lässt. Die selbe riesige Kraft, was er braucht, um Jesus von Tod abzuweisen. Die selbe Kraft wirkt in Kind.
Die Kraft, wat Jesus hat von dort abgewagt en den höchsten Ehrenplatz gegeben, wat jemals kon gegeben worden. Hoch über alle Kraft, wat er kon genannt worden. Die Kraft. Die Kraft werkt in jeden. Ich will zum Schluss das sagen. Wenn wir dort glauben, wir würden uns manchmal anders benehmen. Wenn wir dort wirklich glauben, wovon eine riesige Kraft Gott in uns wirken lässt, da wir überhaupt sind zum Glauben gekommen, da würden uns viele Dinge nicht so allmählich schienen. Da würden wir nicht so leicht an den Ende kommen, wo dann nie. Ich habe mir was von der Kraft Gott all bewiesen. Und ich will euch wissen, jeden einen Mut mehr haben. Dat wann Gott das alle gedaan heeft. Heeft hij dat best? Doet hij gedaan? Toen man zijn wees, uitschmieden. Heeft hij dat gedaan? Dat hij op einmal wat zijn mind changen. En zei, nou, is het toch leid geworden? Nou, da wird hij zelf zijn enen noem te schon meer. En nu bewaart hij ons wegen zijn enen helden noem. Am den nicht te schon te meer, am bewaart hij ons. En zit du nu, dat hij ons bad aan Jesus Christus zijn dag bewaren dat. Bings heute Ursache als du weh. En hij wordt zich damit wiesen, wo groot zijn kracht is. En dat hij merkt zijn fien te schon, en dem dat hij de zijnje bewaren dat wat om mij. Met dit volle vertrouwen kan we hier weggaan. Dat als God wer mij bewaren hat. Wings daar heeft het werk uitvangt. En daar wordt het vorig meer. Amen. Laten we je rechter voeren. Wie kom je voor die? En wie sagt nicht der geringste, was je weet, al dat gouden wat die aan ons gedaan hast. Maar we kunnen ons vrij, dat die dat wegen dien heel genoemd is. Dat die niet ons onchecken is in ons gefallenen toestand. Dat die niet doen naar rechenduits. Maar dat die leven die zelfs rechenduits. En wils die noem groot te merken in dem, dat die de onraadbaar is de radenduits. En her niet bereikt dat die dat mocht weer, zo staat dan. Die noem verherrlichen. En wezen, wie groot die best. En dat al die fien moeten te schoon gaan. En dat alle knieën zich been doen voor die. En dat dat bekend dat die best God en keiner meer. Her we weten dat al dat aru. En al dat wat wo mensen zich even opreden doen, dat hast die ook alles in die controle. En toen bereikt die dat alle om die noem te verherrlichen en te wijzen dat die kan ik best. En wanneer die niet komt holen, moest die in jeder een van ons metnemen. Wens die weet krijgt wer in jeder einer van die dingen best. Die zijn die alle bekend. En die kennst die alle. En dat die al dat, wo we niet in Lieden doen, tem inbrengen was. Aber Herr, ich bete, dass die mocht genoeg bewezen. En zoals Petrus sagt, Gott hat bis Geduld mit uns. Du wirst nicht, dass ein einziger verloren geht. Mocht das dann auch wieder in unserer Umgegend dort sein. Dort, worum die noch nicht gekommen bist, dass du wegen die was mehr Menschen raten. Und deswegen bete ich die, dass wenn wir auch ein kleines Gieber jetzt Herz sind, und wenn die uns weit zu brücken, dann braucht uns, und wenn die beter tun kannst und uns her, dann wird immer über ich bete wegen, dass die muss die nun groß merken, und wissen, dass die allein Herr bist und die allein Rara bist. Das bete ich in Jesus' Namen. Amen.